Der hat sich versteckt und kam wahrscheinlich auch nicht raus. Der Stand der Keltologie in Deutschland ist momentan etwas problematisch. Es gibt nur noch 2 universitär verankerte Standorte, das ist Bonn und Marburg, wobei Bonn ist die einzige Keltologie in Deutschland, die sich explizit mit modernen Sprachen beschäftigt. Also wir bieten Irisch, Neuirisch und Walisisch an vor allem. Des que nous besoin Belzo, Esquerre, Freiburg mit disons je mit Nein, ich habe keine Übung zu sprechen. Das wird sich ändern, wenn wir Bretonisch wieder viel anbieten werden und die Gelegenheit haben. Ich habe mit Bretonisch begonnen in Freiburg, oder ich wollte beginnen, und Bretonisch war mein einziges Ziel, warum ich Keltologie damals, das ist Jahre her und ich war jung, wollte ich nur Bretonisch machen. De facto war es nicht angeboten und ich musste dann Neuirisch machen und erst später habe ich dann auch Altirisch gemacht und Mittelirisch. Und jetzt bin ich Mediavist mit Schwerpunkt Irisch, was ich nie vorgehabt habe, und hoffe, das Bretonisch jetzt später wieder dazu nehmen zu können. Aber es war die Literatur, es war die Musik, vor allem der Tanz, der mich am Bretonischen immer fasziniert hat. Es waren Musiker, die ich kennengelernt habe. Nevenoe war in Freiburg damals und ich hatte das Glück, mit ihnen zusammen einen Abend zu verbringen, und sie haben mich fasziniert von ihrer Sprache, die Musik. Christe Nogis, eine Hafenspielerin, war mein großes Ideal, mein Idol. Ich wollte so werden, so spielen können wie sie. So hat es angefangen. Da war ich noch jung, da war ich Schüler. Und damals habe ich mit Assemble Breton angefangen, auch Bretonisch zu lernen, und bin gescheitert, aber nicht am Bretonischen, sondern am Französischen. Und daher habe ich in mir drin immer noch diesen Keim der Liebe fürs Bretonische und hoffe, dass ich das verstärken kann in Zukunft. In Freiburg im Breisgau, wo das Fach inzwischen abgeschafft ist, war Bretonisch etwas stärker verankert. Es gab Sprachkurse und vor allem auch ein großes Interesse auch am Bretonischen. Und was wir in Bonn erreichen wollen, ist, das Bretonische hier wieder fester zu etablieren, fester einzubauen. So soll in Zukunft, aber das ist noch nicht ganz durch, soll das Bretonische austauschbar mit dem Kymrischen, also Neukymrischen, gewählt werden können. Und sobald das passiert ist, dann haben wir die Möglichkeit, richtig mit Bretonisch Unterricht und auch Bretonisch Literatur zu starten. Das fehlt uns momentan noch etwas.